Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Ein weiteres Mal aus Großbritannien. Ihr hört es, Steffi ist schon startklar. Wir fahren gleich zum Strand zum Frühstücken. Vorher gibt es für euch aber noch die Bilder aus Abbotsbury. Das ist hier der Ort, von dem wir euch im letzten Video zum Schluss vorgeschwärmt haben. Wunderschön. Wir sind gestern Abend durchgebummelt und es ist ein Traum. Es ist ein absoluter Traum. Wir fahren jetzt zum Frühstücken an die Jurassic Coast. Den einen oder anderen von euch sagt das vielleicht etwas. Kommt mit, es geht ein weiteres Mal durch Großbritannien. Wir freuen uns riesig, dass ihr alle mit dabei seid. Los geht's! Kilometer weiter und ein paar Minuten später sind wir jetzt an einem wunderbaren Aussichtspunkt. Solche Aussichtspunkte lieben wir vor allem am Montagmorgen, wenn man so richtig ruhig in die Woche starten kann. Wir suchen jetzt einen schönen Platz, wo wir noch frühstücken können und ein bisschen aufs Meer rausschauen. Wer weiß, was da draußen noch schwimmt. Ich weiß nicht genau, wo wir hier sind. Steffi hat heute die Planung übernommen. Ich glaube, es ist Portlands Hill. Es steht natürlich jetzt wieder unten dran. Ihr hört wahrscheinlich auch, wie der Wind bläst. Es ist eisig kalt, darum machen wir uns jetzt auf, suchen uns einen schönen Platz und danach geht es auch schon weiter. Wie gesagt, ich weiß nicht wohin. Steffi ist heute die Planungschefin. Ein bisschen weiter weg vom Leuchtturm sind wir jetzt auf diesem Aussichtspunkt und ihr habt die Bilder wahrscheinlich schon gesehen. Es ist einfach fantastisch. Das Wetter stimmt heute, der Ausblick stimmt mit diesen Häusern und dem Strand da unten, der Jurassic Coast. Und wir sind gerade mit Engländern ins Gespräch gekommen. Das ist ja überhaupt nicht schwierig. Man steige aus dem Auto aus und ist im Gespräch sozusagen. Und sie haben uns jetzt erklärt, dass der Strand hier, also hier hat es teilweise sehr starken Nebel, muss ich vielleicht dazu sagen. Schon am Leuchtturm hat es ein Zeichen gehabt, von wegen, ja, wenn das Nebelhorn an sei, dann sei das ein bisschen laut. Aber wenn hier halt wieder mal so richtig dolle Nebel ist, dann wissen die Fischer anhand der Struktur vom Strand, wo ungefähr an der Jurassic Coast das sie sind. Weil hier unten ist der Beginn, der östlichste Punkt des Strandes und hier sind die Steine am Strand am größten. Und je weiter westlich dass man dann kommt, desto kleiner werden die Steine, respektive wird das irgendwann wirklich so ein bisschen sandartig. Und das ist schon ziemlich spannend und ich glaube, wir gehen nachher auch mal noch kurz runter und schauen an, wie groß oder eben klein oder wie auch immer, dass die Steine jetzt hier sind. Drohne fliegen? Ja, ist ein bisschen schwierig. Wäre prädestiniert, oder? Das Problem ist, dass da hinten direkt vorher ein Helikopter gestartet ist. Entsprechend hat es hier einen Flughafen und somit eine Flugverbotszone natürlich für private Fluggeräte aller Art. Und da wir uns ja nicht unbeliebt machen wollen und die Drohne einfach als, wenn es alles passt, einsetzen, schauen wir einfach nur so vom Boden herunter. Wir sehen ja schon herunter, von dem her passt das so. Und das sind sie jetzt also, die
Steine von diesem Strand hier unten, die sind wunderbar rund geschliffen. Ich glaube, ich habe hier keinen einzigen Stein mit einer Ecke gesehen. Und unglaubliche, riesige Mengen an Steinen. Ja, das klingt wirklich unterschiedlich, oder? Ja, wenn man so ein bisschen nach oben geht, wenn es steiler wird, dann hört sich das anders an. Ich persönlich habe ja irgendwie das Gefühl, ich gehe auf einem Hausplatz. Aber es ist ein riesiger Hausplatz. Und ich war mir oben noch nicht ganz sicher, ob das Ganze hier natürlich gemacht ist, eben wegen dieser Fischergeschichte, oder ob das vielleicht künstlich angelegt ist. Aber hier hat es tonnenweise Kies. Das kann unmöglich von Menschenhand gemacht sein, weil woher bitteschön soll man so viel Kies haben? Vorher standen wir übrigens da oben und haben auf die Stadt heruntergeschaut. Ja. Genau. Und jetzt geht's in die Stadt hinein. Weymouth, glaube ich, heißt die Stadt. Und da gehen wir jetzt hinein. Uns wurden bunte Häuser versprochen. Die Ortschaft war nichts. Ein Drive-Thru hat da gereicht und wir sind weitergefahren. Hier sind wir doch immer an der Jurassic Coast, doch das hier ist das Dödeldor. Wir sind am Dödeldor und ja, ich glaube, das ist Entschädigung genug für bunte Häuser, weil hier gibt es buntes Meer, wunderschöne Farben, tolle Klippen und dazu auch noch dieser Durchgang. Ich weiß, Arch. Ja, Arch ist nicht deutsch. Deshalb habe ich nach einem anderen Wort gesucht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier den Hügel hoch. Der ist mindestens so steil wie die Straße, die wir da im Exmoor National Park gefahren sind. Bloß, dass wir dieses Mal nicht in Kahl sitzen, sondern da selber hochkraxeln müssen. Aber ich glaube, oben gibt es einen Kuchen. Wir haben noch ein bisschen selbstgebackenen Kuchen. Ja. Den verdrücken wir dann da oben. Und dann müssen wir hier wieder runter und auf der anderen Seite fast so steil wieder hoch. So sieht der Plan aus. Und ja, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen warm. Wir sind oben angekommen! Ja, einen Kuchen haben wir auch schon. Selbstgemachten Kuchen an so einem fantastischen Ort. Was will man noch mehr an einem Montag? Es ist wieder Montag, wir lieben solche Montage. Ich glaube, das letzte Mal am Montag haben wir schon irgend so etwas gemacht. Jurassic Coast, absolut geil, nicht zu verwechseln mit Jurassic Park. Ich dachte anfangs, da hätte irgendwas mit Jurassic Park zu tun. Hat es nicht. Es hat viel mehr zu tun mit kristallklarem Meer und atemberaubenden Aussichten. Es ist wirklich sehr schön. Ja. Aber auch ein bisschen hoch hier. Ein bisschen. Ich finde es nicht so geil. Aber Kuchen entschädigt. Für euch gibt es weiter die Bilder. Der Akku ist gleich leer. Schon wieder leer gefilmt. Ist einfach zu schön hier. Und wir filmen zu viel. Wir filmen zu viel. Genau. Ja. Steffi hat auch schon. Hab schon zu viel Schokolade gehabt. Ja. Wir sehen uns später wieder. Nach dieser wunderschönen Wanderung, die wir vorher da unternommen haben, sind wir jetzt zurück auf der Autobahn. Vor uns liegen noch 1,5 Stunden Autofahrt. Wir sind schon über eine Stunde unterwegs. So langsam müssen wir uns aufmachen Richtung Dover. Wir haben jetzt noch einen Tag, bevor die Fähre fährt. Leider. Ist ein bisschen schade natürlich. Es ist wunderschön hier und das Wetter spielt auch mit. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den 7 Schwestern, Seven Sisters heißen die auf Englisch, und das soll nochmal ein absolutes Highlight werden. Ja, es ist jetzt mittlerweile 17:11 Uhr, Feierabendverkehr hat eingesetzt, noch 81 Meilen bis London, aber diese Abzweigung, die lassen wir bewusst aus. In die Großstadt geht es nicht.
Und ja, für euch gibt es jetzt noch ein paar Bilder von der Fahrt und dann natürlich vom Stellplatz heute Abend. Keine Ahnung, was uns da wieder erwartet. Es bleibt spannend wie immer. Bleibt dran, wir sehen uns. Heute ist bei uns Duschtag und weil wir nicht immer auf Campingplätzen stehen, müssen wir natürlich auch irgendwo autark duschen können, sprich bei uns. Nun hat unser Van, so wie der ausgebaut ist, aber ja kein Bad drin. Das heißt, wir haben einfach Toilette unten drin, die wir rausziehen können, Porta Potty, aber keine Toilette, aber keine Dusche oder irgendwie Duschkabine drin. Jetzt hatten wir am Anfang die Lösung, dass wir hier diese Solardusche halt einfach hinten Türen auf, Plane aufhängen und da hatten wir unten, haben wir hier so ein Bottich und da haben wir draußen geduscht. Das geht ja wunderbar und draußen hast du ja auch Platz ohne Ende und das war total gut. Aber dann kam der Moment, wo die Temperaturen gefallen sind und wir natürlich nicht mehr draußen duschen wollten, selbst wenn wir ja warmes Wasser haben. Und deshalb haben wir jetzt einfach hier drin mal so geschaut, ja, wo könnten wir das denn machen? Haben uns einen Duschvorhang zugelegt, haben hier oben diese normalen Duschvorhangbefestigungen und hier dazwischen ist es tatsächlich so, dass wir das gut auf Mannesbreite aufhängen können, den Duschvorhang. Unten eben haben wir einfach so einen Bottich und normalerweise kochen wir uns das Wasser auf, weil wir ja keinen Boiler mit an Bord haben. Ja, wenn wir externen Landstrom haben, dann haben wir einen Wasserkocher dabei. Das ist heute jetzt der Fall. Wir stehen hier an einem Platz, wo wir zwar Strom haben, aber hier gibt es keine Duschen. Also auf einer Farm. Wir sind genau, also angekommen. Auf einem Bauernhof ganz in der Nähe von den Seven Sisters. Da werden wir morgen dann wahrscheinlich direkt von hier loswandern können. Müssen wir noch anschauen. Ja, auf jeden Fall können wir hier Wasser aufkochen, haben wunderbar, wahrscheinlich momentan sogar zu heißes Duschwasser, weil das funktioniert mit Pumpe oder mit Druck und dann geht hier, ja man sieht es jetzt auch, wir haben es noch nicht gebraucht, oder dann geht hier das Wasser hoch. Das hört sich nicht so gut an. Ah, hier ist nicht ganz zu. Genau. Die Pumpdusche hier, die Solardusche, die kann man eigentlich, wenn das Wetter mitmachen würde, könnte man die in die Sonne legen und dann würde sich das Wasser darin ein bisschen erwärmen. Im Sommer wird das wahrscheinlich dann auch reichen, jetzt natürlich nicht. Oben ist aber die Einfüllöffnung so groß, dass man da problemlos auch eben über Topf oder was auch immer Heißwasser einfüllen kann. So, die hat eine Anzeige, die geht irgendwie von 32 bis 40 Grad. Das heißt, ich kann daran ablesen, wie warm das Wasser da drin ist. Und da ich weiß, dass wir etwa gerne 38 Grad warm duschen, ist das natürlich perfekt, wenn man das so ablesen kann. Nicht immer so, passt das nicht. Geht natürlich auch, aber ist einfacher so. Hier oben haben wir dann einen Duschkopf. Der hat hier eine Taste, die man betätigen kann. Für uns passt das, wenn man das wirklich halt hält und an und ab macht. Man kann da aber auch ganz praktisch ein Haargummi dran machen und dann spritzt das nonstop. Das hat 8 Liter Volumen, also das Wasser, das man da hineinfüllen kann und normalerweise reicht das für uns locker aus für beide Haare waschen, Körper waschen und so weiter und so fort. Am Schluss haben wir unten das Grauwasser aufgefangen und jetzt wie hier können wir das jetzt gleich entleeren. Ansonsten entleeren wir das hier in unseren Abwassertank, der fast 25 Liter und das Wasser kommt ja auch von irgendwo her, das heißt, das passt da gut rein. Da sind wir wieder froh über unsere Stehhöhe im Auto, das müssen wir auch mal ganz klar sagen. Absolut, das ist natürlich sehr praktisch und der Vorteil ist auch, wenn wir frei stehen, dann könnte man jetzt denken, ja gut, hier drin wird es ja dann doch recht frisch, aber wenn wir ja Wasser aufkochen,
heizen wir ja sozusagen hier drin direkt und danach ist es eigentlich meistens kuschelig, schön warm. Dann kann man warm duschen und das ist perfekt. Also die Duschlösung hat uns die Freiheit gegeben, dass wir halt wirklich auch frei stehen können über mehrere Tage am Stück. Das einerseits ja durch die Solaranlage, dass wir die Power haben für unsere Geräte, dass wir Licht haben, Kühlschrank läuft und so weiter. Aber dann brauchen wir natürlich auch eine Duschlösung, damit wir auch regelmäßig duschen können, weil das ist schon auch so ein Luxus, den wir uns nicht nur ein paar Mal in der Woche, sondern gerne des Öfteren gönnen. So, aber jetzt will ich duschen. Und zum Duschen bleibt ihr nicht an. Ja, wir melden uns dann morgen nochmal, zeigen kurz den Stellplatz und dann sagen wir dann auch schon Tschüss, für heute war es das. Aber irgendwas wollte ich noch sagen, jetzt kommt es mir nicht mehr in den Sinn. Vielleicht kommt es mir bis morgen in den Sinn. Ja, oder du machst später noch mal. Woher ist denn dieser... Genau, das ist noch wichtig. Ich mal noch sagen. Weil das fragen ja dann alle, dann oder? Auch zu weit gedacht. Das Teil haben wir im Decathlon in Spanien für, ich glaube, 40 €. Ja. Irgend so um das rum gekauft. Der Duschvorhang ist ein herkömmlicher Duschvorhang für ein paar Euro aus dem Supermarkt. Den haben wir unten einfach noch so zurechtgeschnitten, dass das passt. Und ihr seht, der ist oben ziemlich bündig. Der passt unten so weit in den Bottich rein, dass wir nicht draufstehen. Und den lassen wir einfach dann über Nacht so hängen. Und am Morgen ist der trocken. Selbst wenn wir ihn nicht heizen, hier drin ist der am Morgen perfekt trocken. Dann können wir alles zusammenpacken. Das ist ja eigentlich weiches Material. Das ist jetzt hart, weil ich hier gepumpt habe. Aber eigentlich hier, das ist ja total flexibel. Das können wir alles wunderbar in diesem Bottich verstauen und dann ist das eigentlich mit relativ wenig Platzaufwand oder Platzbedarf ist das eigentlich dann wirklich eine coole Pop-up-Dusche. Und ich freue mich schon auf den Sommer, wenn wir dann draußen duschen können. Hier drin geht das. Ich dusche jetzt auch lieber hier drin als heute draußen. Was haben wir denn aktuell? 9,8 Grad. Nee, danke. Und bei dem Winter zu. Dann kommt noch die Schäfchen vielleicht schauen, wenn wir da draußen duschen würden. Deshalb ja. Gut, also wir gehen duschen, melden uns morgen noch mal kurz von den Schafen. Genau. Bis dann. Der erste Morgen ist angebrochen. Eigentlich wollte ich euch ja diesen Platz hier, diesen Farmplatz noch ein bisschen zeigen. Jetzt ist aber wieder so schlecht Wetter. Ihr seht es, man sieht einfach gar nichts. Es war aber eigentlich eine gute Nacht. Aber ich habe einen Tipp, Leute. Wenn ihr in England oder in Großbritannien seid, dann parkt nie direkt an eine Schafweide. Die haben die ganze Nacht geblökt, die kleinen Lämmlein. War schon ein bisschen nervig, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht so gut geschlafen, Steffi aber schon, wie immer, ihr kennt das ja. Wir machen uns jetzt auf, es ist unser letzter ganzer Tag in Großbritannien, uns blutet ein bisschen das Herz, aber irgendwann kommt halt immer der Abschied. Ja, wir gehen zu den Seven Sisters, mal schauen, wie viel wir heute sehen und euch sehen wir dann im nächsten Video wieder, wenn es zu den Seven Sisters geht. Für dieses Video war es das. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn euch unsere Duschlösung gefällt, dann auch. Schreibt unten hin, wie ihr das vielleicht in eurem Selbstausbau löst. Das wäre sehr interessant für uns und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, bye bye!